Ich gehöre offiziell zu den Top 10 der peinlichsten Eltern ever. Einmal zumindest, wenn man meine eigenen Kinder fragen tut. Schon von klein auf haben sie miterleben, und ich sage bewusst müssen, wie ein Vater den Hampelmann macht. Zum Beispiel an den Kids Days auf dieser Bühne, wo ich da oben Bewegungen vorgezeigt habe und die eigenen Kinder unten sind. Oder in den Ferien am Meer, wo wir im Herbst gehen, gibt es einen Tanzabend. Und wenn sie dann haben müssen zuschauen, wie ich da entfesselt und leidenschaftlich tanzen habe, ist das eher peinlich. Oder natürlich dann manchmal auch die in der Küche, wenn ich singend und johlend da meinem inneren naturell freien Lauf lasse. Dann nachher ist das nicht immer so. Das kann zum Teil so weit gehen, dass meine Kinder dann lieber nicht möchten mit mir im gleichen Abteil sitzen, wenn wir im Postauto hückeln, oder? Dann hocken sie dort am einen Ort und dann gesagt, könntest du nicht vielleicht ein bisschen hinterher hückeln, dort hinten unterwegs sein. Und ich muss zugeben, ich kann es nachvollziehen, weil ich als Typ habe mit meinem Äußeren, mit meinem Auftreten, auch mit öffentlichen Auftritten nicht ganz so eine grosse Hemmschwelle wie andere Leute da. Es macht mir weniger. Ich bin da gesegnet mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen und Mut. Vielleicht die einen sagen der Rampensau, das überlasse ich jetzt ein bisschen euch. Und als ich das Thema so gehört habe, frei mich selber zu sein, habe ich gemerkt, dass Gedanken über das, was andere denken, alle von uns beschäftigen. Aber nicht alle am genau gleichen Ort. Für die einen sind es mehr solche Sachen, Äußerlichkeiten. Für andere ist es vielleicht der Erziehungsstil, der kritisch begutachtet wird in der Nachbarschaft. Und für wieder andere ist es vielleicht Sachen, die ich auch ganz persönlich kenne. Zum Beispiel die Gedanken, die man hat, wenn man das erste Mal an einen neuen Ort ankommt. Ich kann mich erinnern, als ich so einen CAS-Kurs besucht habe und dort angefahren bin in dem Zug. Ja, ich glaube, da geht es uns allen ein bisschen so, dass man sich Gedanken macht, was sind dort für Leute, wie landet das, was denken die über mich, wo stehe ich. Vielleicht auch, wenn man eben öffentlich seine Meinung muss kundtun. Und ganz ehrlich, je länger dass ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich persönlich stehe immer wieder und vielleicht gerade besonders im Moment mitten in diesen grossen Fragen drin. Bin ich wirklich frei, mich selber zu sein? Die letzten 6 Monate waren extrem anstrengend für mich. Und ich denke, viele von euch haben das mitbekommen, dass wir im letzten Herbst gezwungen waren dazu, ein paar unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und ich als Gesicht, als Person, habe die höchstpersönlich da vertreten. Und im Nachgang an das sind einige Reaktionen gekommen. Und ich weiss, und das bin ich mir bewusst, ich arbeite seit 19 Jahren in dieser Firma, oder fast 19 Jahre, und ich habe mich hier ganz bewusst entschieden und gesagt, wenn ich Pastor werde, dann weiss ich, dass die Öffentlichkeit von dieser Rolle auch Feedback ermöglicht. Und trotzdem macht das etwas mit einem, wenn so Reaktionen kommen. Und zwar nicht nur die negativen, auch die positiven. Und man fragt sich, wie fest bestimmt das, was andere Leute über mich denken, das, wer ich bin und was ich möchte sein. Und von Anfang an war es nie mein Ziel, die Rolle oder den Job zu machen, zum Ansehen oder Lob oder Anerkennung der Leute einzuholen. Ich habe immer gesagt, mit diesen Talenten, die ich habe, gibt es viel, viel bessere Bühnendienste als der vom Pastor, um sich Lob und Anerkennung abzuholen. Mit Singen, mit Schauspielern und so weiter. Da kommt viel mehr von diesen positiven Vibes und von Bewunderung zurück, weder wenn man da vorne den Leuten versucht, das Leben zu erklären oder mit ihnen unterwegs zu sein. Und so habe ich mich in den letzten paar Wochen jemand einmal gefragt, bin ich die richtige Person für das? Wer muss ich sein? Wie muss ich sein, dass das euch als Kirche etwas nützt und etwas dient? Kann ich als Mensch mit dem, was ich bin, mich da drin hineingeben? Und wie fest muss ich das, was ich bin und kann, dem anpassen, was da gefragt ist? Ich habe mich gefragt, sehen die Leute mich dann als Pastor oder sehen sie mich als unnahbaren Entertainer, der da vorne ein bisschen eine Seite von sich präsentiert? Kann ich sein? Oder hätten die Menschen lieber einen Johannes Wirth 2.0? Das Thema, was andere Leute über mich denken, beschäftigt alle von uns. Und, was für mich speziell ist, es dunkelt mich, es ist oft so eine Art, ein Tanz mit einer Balance da drin, wo man 2 Pole hat. Auf der einen Seite bin ich, das, was ich über mich selber denke, und auf der anderen Seite könnte man sagen, ist es mein Nächster.
Und jetzt stehe ich so da drin und ich versuche in dieser Balance herauszufinden, was denke ich über mich? Was habe ich das Gefühl, wer ich bin? Was meine Stärken sind, was ich gut kann? Und auf der anderen Seite, was denken die Leute über mich? Was brauchen sie? Was erwarten sie von mir? Was sind die Gedanken, die andere sich machen? Passe ich auf das Bild hin, auf die Erwartungen, die da sind? Kann ich das erfüllen? Will ich das erfüllen? Und es dunkelt mich manchmal so, als wären wir so in einer Balance da drin. Und die einen Leute tendieren dazu, auf die eine Seite zu viel Gewicht zu geben. Nämlich auf die Meinung, die andere Leute über sie haben. Das sind die Leute, die sehr stark geprägt sind von Gedanken, von Menschenfurcht, von Unsicherheit, von Selbstzweifel. Es sind Menschen, die leiden unter dem. Die versuchen, sich anzupassen an dieser Aussenwahrnehmung und an den Bedürfnissen von ihrem Umfeld. Und die Balance, die Waage kippt auf die eigene Seite. Jetzt gibt es aber logischerweise auch die andere Möglichkeit. Menschen, die vielleicht von ihrem Naturell her oder von ihren Erfahrungen her sagen, ich lasse mir doch da nichts sagen von anderen Leuten, ich lasse mir doch das nicht bieten. Und sie dann ihre eigene Überzeugung ins Gewicht hineinlegen. Und je mehr dass die Waage dann auf die Selbstseite überkippt, desto mehr steht man in der Gefahr, dass man egoistisch wird, distanziert. Oder das Ich wird immer grösser. Das, was ich will und was ich bin. Und man fängt sich an abschotten gegenüber dem anderen. Und weil man eben nicht will, zu fest auf das hören, was andere Menschen sagen, fängt man sich an lösen von dem. Und mit jedem Schritt, wo man sich löst, von der Meinung von anderen Menschen, löst man sich aber ganz ehrlich auch ein bisschen von einem Stück Beziehung. Weil verbunden heisst immer auch Verbindung. Und sich verbunden fühlen, sich nahe fühlen, Gemeinschaft haben, bedeutet ja auch immer eben, dass man im Miteinander ist. Und so dunkt es mich, ist manchmal unser Leben so in dieser Waage hinein. Was denken die anderen über mich? Wie viel wichtig ist das? Wie wichtig ist das, dass sie sich denken? Und man geht so ein bisschen hin und her. Und je nachdem, wer es man ist, tendiert man dazu, auf die eine oder auf die andere Seite runterzufallen oder runtergedrückt zu werden. Vielleicht ist es in der heutigen Zeit noch mal ein bisschen stärker, die Gedanken. Es dunkelt mich, die Transparenz von unserem Leben hat extrem zugenommen in den letzten Jahren. Zuerst allgemein über die Medien, wo das Leben von Leuten, zuerst von Stars und Sternchen, aber immer mehr auch sonst Leute, so transparent ist. Und mit dem Aufkommen von Social Media noch viel stärker. Du hast jetzt jederzeit, überall einen transparenten Einblick ins Leben von anderen Menschen. Das macht etwas mit uns. Wir fangen an zu vergleichen. Wir fangen uns da drin an zu positionieren. Und so, glaube ich, gehört es zu einem befreiten, zu einem entfesselten Leben, wo wir uns danach sehnen, auch, wo wir uns unterwegs machen in dieser Serie, gehört es zu so einem entfesselten Leben dazu, eben auch mit diesen Gedanken, wo andere über mich denken, wo ich über mich denke, konstruktiv können umzugehen. Die Bibel hat im Buch der Sprüche eine Vielzahl an guten Ratschlägen oder vielleicht an Lebensbeobachtungen, die uns zeigen, wie wir uns selber, das Leben mit uns und das Leben mit Gott und das Leben mit anderen Menschen wahrnehmen können. Und ich liebe die Sprüche, weil ich finde, sie sind so knackig, sie sind so lebensnah, sie sind oft auch so authentisch. Und einer von denen trifft es mit in die Fragestellung vom heutigen Morgen hinein. Das ist Sprüche 29, Vers 25, was heißt: Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Die Frage, also, die sich uns stellt, oder wie da die Sprüche unser Leben beschreiben, ist so, die Menschen, die zu viel Gewicht auf das geben, was andere Leute über sich denken, die stehen in der Gefahr, dass ihre Urteilsfähigkeit eingeschränkt ist. Ich wage es mal zu behaupten, dass Menschenfurcht oder der Gedanke darüber, was andere Leute könnten denken, einer der Hauptgründe für schlechte Entscheidungen im Leben der Menschen ist. Oder man ist so fokussiert darauf, sich zu überlegen, was muss ich jetzt machen, damit es den anderen Leuten passt, dass man nicht die besten Optionen wählt. Man hört dann so Stichworte wie Gruppendruck oder der Wunsch, anderen Menschen zu gefallen. Und das sind eigentlich so Gedanken, die wir uns machen, die uns zu schlechten Entscheidungen treiben. Es gibt eine Abhängigkeit von der Meinung von anderen, die mein Urteilsvermögen trübt. Wo mich nicht mehr frei entscheiden lässt, wo mich nicht mehr überlegen lässt, das wäre jetzt das Beste, sondern ich versuche, mich dieser Situation so anzupassen, damit es für andere Leute in meinem Umfeld gut ist. Ich weiss nicht, wer die Stimmen in deinem Leben sind, wo du hörst in deinem inneren Ohr in diesem Moment. Vielleicht sind es deine Eltern,
Vielleicht dein Chef, deine Chefin oder Arbeitskollegen, Kolleginnen. Vielleicht sind es Nachbarinnen, Nachbarn. Vielleicht ist irgendjemand, der etwas gesagt hat über dein Leben. Wer auch immer. Und du hörst in dir rein die Stimme, die dein Urteilsvermögen in gewissen Situationen so beeinflussen wollen. Kannst doch nicht, darfst doch nicht, sollst doch nicht, mach mir doch nicht, was auch immer das denn ist, wo du drin hörst. Das Schöne, was der Spruch uns zeigt, er zeigt uns nicht nur die Problematik auf, sondern er zeigt auch eine Lösung auf. Und er sagt eigentlich, und ich habe mir so im Bild gedacht, dass wir die Waage aufhängen. Und wenn wir die Waage aufhängen an Gott, dann ist die Balance nicht mehr so stark geprägt davon, was ich über mich denke oder was andere über mich denken, sondern die Balance ist geprägt davon, wie der Spruch da würde ich sagen, was Gott über mein Leben denkt. Und je stärker, dass ich mich an den Gott anhänge, meine eigene Meinung und die Meinung von anderen Menschen an den Gott anhänge, desto mehr werde ich befreit, entfesselt von dieser Waagschale, vom Hin- und Hergeschlagen werden, von äußeren Einflüssen und von Egoismus, von Menschenfurcht und auf der anderen Seite von autonomem, individuellem, abgekoppeltem Leben. Und das ist der Spruch, der uns eigentlich Mut machen will, in unser Leben hinein, uns Gedanken darüber zu machen, was Gott über unser Leben denkt. Und das hat natürlich den Hintergedanken von dem tiefen Weltbild, von dem Gottesbild, dass Gott der Schöpfer ist, was gut meint mit uns. Der gute Vater, der jedes einzelne von uns geschaffen hat, individuell, einzigartig, wunderbar in seinem Ebenbild. Und dass der uns so geschaffen hat, uns viel besser kennt als irgendjemand in unserem Umfeld, viel besser kennt sogar, als wir uns selber kennen. Und weil seine Gedanken über unserem Leben vollkommen gut sind, vollkommen rein sind und von dem Heil und von der Zufriedenheit und von der Fülle geprägt sind, lohnt es sich, unsere Wahrnehmung und unsere Gedanken, unsere Entscheidungen an dem Gott oben aufzuhängen und zu sagen, hey, ich lasse ihn in mein Leben hineinreden. Ich lasse ihn die Stimme in meinem Kopf, in meinem Herz hinein sein, die hineinredet in meinen Alltag hinein, in meine Entscheidungen hinein. Und ich frage mich, was denkt denn Gott über mich? Wie sieht er denn mich? Was würde er in dieser Situation sagen, dass mir gut tut, da drin hinein? Die Frage, die sich uns allen stellt, und die können wir uns ganz offen stellen, ist, hat die Meinung von anderen Menschen oder meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, mehr Gewicht, wenn es darum geht, die Fragen von der Selbstzweifel oder von der Identität zu klären? Oder ist es das, was Gott über mir sagt und Gott über mir denkt? Und ich glaube, es entfesselt uns. Es macht uns frei, auf Gott zu vertrauen. Weil er der Allwissende, der Allmächtige, der unveränderliche Gott ist, der es so gut meint mit uns. Natürlich habe ich mir überlegt, wie macht man das jetzt konkret? Weil das tönt ja so fromm, das tönt ja so einfach, sagen, ja, du musst halt einfach auf Gott hören. Wie macht man denn das? Und der Titel von der heutigen Predigt heisst ja, frei mich selber zu sein. Und plötzlich habe ich gedacht, es gibt ganz viele so Selbstwörter, Begriffe, die mit selbst anfangen, die uns helfen, da drin uns Gedanken über uns selber zu machen. Jetzt denke ich, was sind das für Selbstwörter? Sobald ich das erste sage, wird es euch klar werden. Das erste zum Beispiel ist Selbstwert. Also die Definition, wo ich sage, was gibt mir meinen Wert als Person? Was macht mich wertvoll? Was macht mich kostbar? Wo ist das, was ich bin in meinem Leben eben verortet, wo mir sagt, du bist gut, du genügst als Person, du bist wichtig mit dem, wo du bist. Und wenn es eben so um die Selbstwahrnehmung und um den Selbstwert geht, gibt es einen Psalm in der Bibel, das ist so wie meine erste Ort, wo ich angehe. Und ich weiss, wenn ich dort angehe, dann kann ich Gottes Gedanken über mein Leben prozessieren. Und das ist der Psalm 139. Viele werden den kennen. Ein Psalm, wo der David uns beschreibt und die Beziehung von uns Menschen zu Gott beschreibt. Und genau das herausstricht. Gott ist der Schöpfer, der dich einzigartig gemacht hat. Gott hat so viel Gutes in dich hineingepflanzt. Und der Psalm würde ich euch wirklich raten, zum den mit reinzunehmen, in die Gedanken hinein. Wenn ihr euch fragt, was denkt Gott über mein Leben, gehe ich immer wieder dort an. Ich lese das, ich sage mir es laut vor, versuche da richtig drin hineinzutauchen. Und so exemplarisch ziehe ich einen Vers daraus raus, was heisst, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast.
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Grossartig ist alles, was du geschaffen hast. Also wenn wir uns überlegen, was definiert unseren Selbstwert als Teil von dieser Frage, wer bin ich, was macht mich aus und was kann ich drin hineingeben, dann will ich dich fragen, kannst du den Vers lesen oder vielleicht noch ein bisschen auf die Spitze treiben, kannst du vor dem Spiegel anstehen und im Spiegelbild dich anschauen und genau das über dein Leben aussprechen. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Grossartig ist alles, was du gemacht hast. Kannst du das von ganzem Herzen sagen? Dem gegenüber, wenn du dich dort so anschaust. Das ist der erste Ort, wo du dir überlegen kannst, wie fest ist meine Selbstwahrnehmung, wer ich bin, prägt von dem, was Gott über mein Leben denkt. Weil Gott sagt über dein Leben, ich definiere deinen Wert, nicht über deine Leistung. Egal, was du gemacht hast in deinem Leben, egal wie verkorkst oder wie gut, egal wie erfolgreich dass du bist oder eben unerfolgreich in deinem Leben, es definiert in den Augen von Gott nicht deinen Wert als Person. Gott sagt, ich definiere dich über etwas anderes, weil ich dich wunderbar und einzigartig geschaffen habe. Ich definiere deinen Wert darüber, dass du in meinem Ebenbild, wie Gott das sagt, von mir geschaffen worden bist, unabhängig davon, was du tust, wie du dich verhaltest und was du machst. Du bist wertvoll, du bist kostbar, du bist einzigartig, du bist grossartig. Nicht wegen dem, was du machst. Nicht, weil alles grossartig ist, was du tust. Sondern weil Gott sagt, ich habe dich so gemacht, so sehe ich dich. Du bist kostbar, du bist wertvoll. Nicht einfach eine Kopie, nicht einfach ein Unfall, nicht einfach irgendetwas da drin. Ich will dir Mut machen. Als ersten Gedankenanstoß zu sagen, kannst du das von ganzem Herzen sagen, das, was meinen Wert definiert, ist unabhängig von dem, was ich tue, sondern ist abhängig von dem, was Gott in mir gemacht hat, mit mir gemacht hat, wie er mich geschaffen hat. Selbstwert. Das Zweite ist Selbstbewusstsein. Jetzt, das ist manchmal vielleicht mega nahe zusammen, aber ich denke, das Wort Bewusstsein hat mich ein bisschen zum Denken angeregt. Es ist ja eigentlich das, was jetzt den Begriff ein bisschen abkoppelt. Also ein Wissen, ein inneres Wissen, eine Klarheit darüber zu haben, was sind meine Eigenheiten, die ich habe. Das ist für mich Selbstbewusstsein. Also, was sind meine Leidenschaften? Was sind meine Stärken, meine Talente? Was ist vielleicht meine Persönlichkeit, die anders ist als die Persönlichkeit von anderen Menschen? Was ist meine Lebenserfahrung, mein Lebensrucksack, den ich mitnehmen kann an Erfahrungen, die mich einzigartig macht? Oder vielleicht ein bisschen konkret, eben, wie könnte mein konkreter Beitrag im Leben, in der Gesellschaft, in dieser Welt aussehen? Was macht mich eben so besonders und so einzigartig, dass Gott sagt, du bist nicht gleich wie andere Menschen? Beim darüber nachdenken ist mir so ein Bild und ein Spruch in den Sinn gekommen, wo mir jemand die mal begegnet ist, im Internet, auf Social Media, wo ich euch natürlich nicht möchte vorenthalten. Es ist ein Zitat, das oft Albert Einstein zugeschrieben wird. Ich zweifle, dass es wirklich so ist, aber es macht es natürlich ein bisschen gewichtiger und wichtiger, wo er sagt, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Die Definition darüber, wer ich bin und wie mein Beitrag in dieser Welt könnte aussehen, hängt ja auch davon ab, was ich kann und was ich nicht kann. Und inwiefern das meine Talente, meine Stärken, meine Einzigartigkeit eben nicht drin passen. Und wenn wir jetzt durchs Leben durchgehen würden und sagen, es müssen alle Affen sein, damit sie gut auf Bäume klettern oder vielleicht noch besser alle Vögel sein, damit sie auf Bäume fliegen können, dann würde das eben nur ein Teil von dem abdecken, was Gott geschaffen hat. Und Gott hat uns Menschen darum so individuell geschaffen, mit eigenen Leidenschaften, mit eigenen Stärken und Talenten, mit eigener Persönlichkeit, mit einer eigenen Geschichte, damit wir an dem Ort einen einzigartigen, unvergleichlichen Beitrag leisten können. Und je besser, dass ich weiss, was mich ausmacht, was mich einzigartig macht, desto besser kann ich mich mit drin hineingeben. Also das Zweite ist die Auseinandersetzung mit dem, wer ich bin. Meine Stärken, meine Leidenschaft, meine Persönlichkeit, meine Erfahrungen. Und da kann man ganz konkret eine Hilfe in Anspruch nehmen. Man kann vielleicht mal so einen Persönlichkeitstest machen und sehen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Menschen und ich ticke jetzt halt ein bisschen so.
Man kann sich mal anfangen rausschreiben und sagen, was kann ich denn besonders gut oder was mache ich besonders gern? Und wie könnte ich jetzt das mit einbringen zum Wohl der Menschen um mich herum, zum Wohl dieser Welt ganz allgemein? Also das Erste ist, woher kommt mein Wert? Das Zweite ist, was hat Gott in mich hineingelegt, was mich einzigartig, besonders speziell macht im Vergleich zu anderen Menschen? Und das Dritte ist Selbstvertrauen. Nochmal ein Selbstwort, Vertrauen. Bei Selbstvertrauen kommt mir ein Vers in den Sinn, der so ein Lebensvers von mir ist, aus Josua 1, Vers 9, wo Gott zu dem jungen Mann sagt, bist mutig und stark, wo auch immer, dass du hingehst, weil ich werde mit dir sein. Bist mutig und stark. Hab keine Angst, weil ich bin mit dir, egal wo du hingehst. Es ist schlussendlich dann der Mut in unserem Leben, die Zuversicht, auch so ein bisschen das Wagnis, das Risiko einzugehen, das, was ich bin und was mich einzigartig macht, einzubringen in die Gesellschaft hinein. Ich habe gesagt, für Verbundenheit braucht es auch Verbindungen. Und das kommt immer mit einem zweiten Begriff. Mut, etwas einzugehen, ist immer ein Risiko. Das heisst, man macht sich verletzlich. Und ich habe das heute Morgen gemacht. Ich habe ein paar Gedanken, die mich in den letzten Tagen umgetrieben haben, ganz offen und ehrlich teilt mit euch. Und das ist ein riesiges Risiko, weil wisst ihr, was mir alles durch den Kopf durchgegangen ist? Was machen jetzt die Leute mit dem? Wenn ich das sage, dass ich Selbstzweifel habe. Wenn ich das sage, dass ich mir Gedanken darüber mache, bin ich die richtige Person für den Job? Kann ich das überhaupt bringen, was da gefordert wird? Und es gibt ganz unterschiedliche Varianten. Man kann das so ein bisschen abspielen, kennt ihr das? Dass dann die Reaktion kommt, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, für dich ist es vielleicht nicht schlimm. Aber für mich ist es schlimm. Was machen wir jetzt? Es ist ein Risiko, macht sich verletzlich. So, gerade der Spiegel umgekehrt gerade wieder angehebt kommt und die Offenheit und das Selbstbewusstsein, wo man sagt, jetzt mache ich einen Schritt, schlag gerade einem zurück und es wird zum Beispiel runtergewertet. Sagen, das, was du bist, das, was du sagst, das, was du denkst, das ist gar nicht so wichtig, ist gar nicht so relevant. Vielleicht wird es auch kritisiert. Dass jemand sagt, das, was du bist, das, was du denkst, das, was du sagst, das passt mir nicht. Das finde ich schlecht, finde ich daneben, finde ich blöd. Und weil ich mich öffne, weil ich mich selber bin, mache ich mich verletzlich. Und ich muss damit rechnen, dass es zurückschlägt auf mich, auf mein Leben. Ich sage meine Meinung. Und die Leute können sagen, ich finde die schlecht, finde die dumm, finde die daneben. Es fällt dir eigentlich ein. Vielleicht wird man auch bevormundet, dass man etwas sagt und dann kommen gerade 10 Lösungen, oder? Ja, du musst halt das machen, hättest halt müssen, hättest halt sollen, wer halt will. Ich glaube, es braucht Offenheit, Transparenz und Verletzlichkeit, um Verbindung und Verbundenheit zu machen. Und um mich selber zu sein. Um mich selber in die Gesellschaft einzubringen, zum entfesselten Leben gehört es dazu, das Risiko einzugehen, dass andere Menschen mit dem etwas machen, was ich nicht will oder was mir nicht gut tut. Und jetzt versuche ich einen Ausweg zu nehmen. Ich weiss, wenn ich das sage, ihr müsst mir keine E-Mail schreiben, dann denken da die Leute, ich will nicht, dass ihr euch bei mir meldet. Das meine ich nicht. Aber ich weiss, dass die Bühne da ein bisschen die Eigenschaft hat, dass man auch sich etwas abholen kann. Und das tut mir nicht gut, das will ich nicht, von dem will ich mich auch ein bisschen schützen. Und darum sage ich, kehrt doch den Wunsch, wenn ihr möchtet jetzt auf das reagieren, vielleicht auf eine andere Person in eurem Umfeld. Vielleicht ist so ein Small Group Leiterin oder ein Small Group Leiter. Vielleicht ist so ein Teamleiter oder ein Teamleiter. Vielleicht jemand aus der Familie, irgendjemand, wo er merkt, der hat sich verletzlich gemacht. Der bringt sich selber da drin rein, der teilt etwas von dem mit euch. Und ihr dort das, was ihr mir würdet sagen, an Zuspruch und Ermutigung und an Unterstützung auf jemanden dort drin zu tun. Und ich habe in meinem Umfeld auch Leute, zum Beispiel meine Small Group, die das in den letzten Tagen oder so gemacht hat, zelebriert hat und das gemacht hat und gesagt, wir hören das, wir sehen das, wir reagieren darauf. Und darum bitte ich euch, ermutigen euch, macht das an dem Ort, wo ihr drin sind. Ich komme zum Schluss und komme nochmal zurück zu dem Bild. Es ist mir nämlich etwas Zweites in den Sinn gekommen. Am Schluss ist das, was wir sind und die Freiheit, die wir sind, so ein Dreieck, wo Gott im Zentrum steht. Und wir haben jetzt viel darüber geredet, um das Ich und Gott. Manchmal auch um das Ich und mein Nächsten. Und mir ist plötzlich ein Bild in den Sinn gekommen, das ich schon ein paar Mal gehört habe, dass ein riesiges Geheimnis drin steckt. Je näher, dass wir Gott kommen,
Je enger dass die Verbindung ist, je mehr dass wir sehen, was Gott über unser Leben denkt, desto mehr kommen wir auch unserem Nächsten näher. Und der Weg manchmal, gut, konstruktiv, sinnvoll mit dem umzugehen, was andere Leute über uns denken und was ich über mich selber denke, ist es, mehr von dem zu sehen, was Gott über mich denkt und über andere Menschen denkt. Und je näher dass ich Gott komme, je mehr ich mich mit dem beschäftige, werde ich nicht unabhängig von diesen Menschen, im Gegenteil. Ich glaube, ich werde offener, ich werde freier, ich werde fähiger, Menschen einen Platz in meinem Leben zu geben, mich verletzlich zu machen, weil nicht alles von dem abhängt. Und manchmal ist es so ein Zusammenspiel. Je mehr ich begreife, was Gott über mich denkt, wie er mich liebt, wie viel Gnade er über meinem Leben hat, desto mehr will ich das auch auf mein Gegenüber haben, desto mehr will ich unabhängig sein von dem, was Menschen über mir denken. Ich komme an einen Punkt an, wo ich meinem Nächsten näher komme. Da drin. Eine grosse Ermutigung an jedes von euch. Entfesselt leben, glaube ich, heisst, zu erkennen, was Gott in mir sieht. Und so mehr das zu leben und zu sein, was er sieht. Mehr mich selber zu sein im Alltag. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben hingegeben hast, damit ich befreit sein kann von allem, was mich hindert daran, der Mensch zu sein, den du in mir siehst. Ich danke dir, dass du an diesem Kreuz uns, jedes einzelne von uns vor dir siehst. So stelle ich es mir vor. Und zwar befreit, entfesselt von all dem, was uns manchmal plagt und zurückbindet. Dass du gesagt hast, es lohnt sich. Es lohnt sich, dein Leben zu geben, damit wir im Tausch dafür die Freiheit von dir empfangen können, die du hast, dich selber zu sein. Die Unabhängigkeit, die nicht so beeinflusst ist von anderen Menschen, dass es abdrückt, wo aber trotzdem Verbindung schafft, wo trotzdem Mensch ist, auf andere zugeht und nicht eigen und unabhängig ist. Und ich bete für mich und für jedes Einzelne da rein, der manchmal leidet unter diesen Gedanken und unter diesen Fragen. Dass wir gerade in den Momenten, wo wir uns schwach, unwürdig, einsam, allein, hoffnungslos fühlen, deine Nähe so nahe ist, wie es noch sein kann. Dass du uns dort begegnest, wo wir schutzlos sind, wo wir verletzlich sind vor dir. Und ich wünsche mir es für mein Leben, dass meine Verbindung zu dir so fest abfärbt auf meine Seele, auf mein Herz, dass ich unabhängig sein kann, dass ich frei sein kann von dem Druck, von dieser Last. Ich bitte dich aber auch, dass du uns bewahrst davor, selbstsüchtig, egoistisch zu werden. Dass du uns bewahrst davor, uns abzukoppeln von anderen Menschen, weil wir uns zu wichtig nehmen. Dass du uns hilfst, einander näher zu kommen, indem wir dir näher kommen. Und ich bitte dich mit denen, die zurückschauen auf ihr Leben und Reue sehen über Sachen, über Entscheidungen, die sie gemacht haben, dass du uns auch hilfst, mit dem umzugehen. Dass wir Sachen hinter uns lassen können und sehen, dass du uns eine neue Chance gibst, unser Leben nochmal neu auszurichten, die Stimme in unserem Leben nochmal neu zu gewichten und zu positionieren und zu sagen, die Vergangenheit kann ich nicht ändern, aber meine Gegenwart kann ich gestalten. Amen.